Schweiz-Quiz gegen Unge. Ich werde mitraten, mal schauen, wie viele Punkte ich bekomme. Abfahrt. Vor knapp 3 Monaten war ich bei Simon Unge und habe ihm mein Regenbogenglas mitgebracht. Oh mein Gott, das ist hübsch. Das ist so hübsch. Willst du dich verarschen? Und vielleicht auch noch ein bisschen Evanio geprankt. Das ist angemalt. Bist du dumm? Ja, durch was? Nicht nur das Schweizer Regenbogenglas ist schön, sondern auch Evanio. Ich meinte die Schweiz. Ja, und weil ich Schweizer bin, stelle ich Simon jetzt ein paar Fragen zur Schweiz. Oh nein, das darf niemand sehen. Das war wirklich ein Scheinexperiment. Aber damit es nicht so eindeutig wird, machen wir... Wenn es um die Schweiz geht, Chat, das wisst ihr, dann bin ich dabei und ich werde in diesem Video gewinnen. Ich werde besser sein als Unge. Wenn ich schlechter bin als Unge... Ja, okay, ich bin dumm, ich bin Schweizer, ich muss es ja wissen. Es sind wahrscheinlich für mich jetzt nicht so schwierige Fragen, aber Abfahrt. Jetzt ein Schweiz-Quiz und im nächsten Video, Part 2, machen wir ein Madeira-Quiz für ihn. Würdest du sagen, die Schweizer sind sehr selbstbewusst? Nein, überhaupt nicht. Ich tue nur so jetzt. Ich bin eigentlich eher so ein ganz bescheidener Mann. Kleiner, bescheidener Mann. Was lachst du so? Ja, ich weiß, wenn die Kamera aus ist, er redet nur über sein Geld. Simon, die erste Frage zur Schweiz. Welche Erfindung ist nicht made in Switzerland? Okay. A. LSD. B. Schokolade. Digga, ich habe hier die Cam. C. Der Gemüsesparschäler. Oha, Schokolade. Okay, warte kurz. Was ist nicht made in Switzerland? LSD safe. LSD weiß ich, das wurde in Basel erfunden. Schokolade ist halt big in der Schweiz, aber ich weiß nicht, ob Schokolade in der Schweiz erfunden wurde. Oder der Gemüsesparschäler. Ich würde sagen Schokolade, weil ich habe das Gefühl, die Schweiz ist big im Schokoladengame, aber ich glaube nicht, dass die Schokolade in der Schweiz erfunden wurde. Sparschäler. Oha, Schokolade kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die aus der Schweiz kommt, weil Schokolade und Schweiz, das gehört zusammen. Von LSD und weiß nicht. Sparschäler habe ich noch nie was gehört. LSD, das nimmst du täglich. Ja, ich habe aber noch nie was im Zusammenhang mit der Schweiz gehört. Ich habe noch nie in der Schweiz LSD genommen. Ich würde eher sagen, dass LSD nicht aus der Schweiz kommt, weil, jetzt kommt die Begründung, so ein Gemüsesparschäler ist schon so ähnlich wie so ein Schweizer Taschenmesser. Das können die Schweizer. Aber LSD, da denke ich eher an Deutschland, wegen den großen Pharma-Seed-Konzernen, wie zum Beispiel Bayer oder so. Deswegen würde ich sagen, dass LSD eventuell eher aus dem deutschen Raum. Ja, ich glaube, er meint mit Made in Switzerland erfunden in der Schweiz. Meine ich, glaubt er zu meinen zu wissen. Kommt und nicht aus der Schweiz. Mein lieber Mann, das ist leider falsch. Was? Die Antwort wäre gewesen Schokolade. Was, Schokolade? Wir sind dabei, Chat, wir sind dabei. Schokolade, erster Punkt. Komme ich aus der Schweiz? Nein. Wo kommt Schokolade denn her? Das Ja, aber das macht ja auch Sinn. Ich meine, in der Schweiz gibt es keine Kakaobäume. Das heißt, wahrscheinlich wurde die Schokolade in einem Land erfunden, wo es Kakaobäume gibt. Und die Schweizer haben es dann nur gut gemacht. Die Schweizer sind wie deutsche YouTuber, die klauen von anderen Ländern und machen es dann vielleicht besser. Aber vielleicht auch nicht. jetzt überfragt. Die zweite Frage. Seit wann gibt es ein schweizweites Frauenwahlrecht? A. 1920. Das gibt's doch nicht in der Schweiz. B. 1950. Oder C. 1990. In Deutschland gab es auf jeden Fall ein Wahlrecht für Frauen. Ich bin so dumm, ich schau nicht richtig. Wir haben 1920, 1950 und 1990. Seit wann gibt es das Frauenwahlrecht in der Schweiz? Also ist der erste Kanton gemeint oder der letzte? Weil der letzte, der war ja recht spät. Dann würde ich sagen 1950, I guess. Weil Frauen durften ja schon vor 1990 abstimmen, aber es war so, glaube ich, dass im 1990 der letzte Kanton nachgezogen ist. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. In Deutschland gab es auf jeden Fall ein Wahlrecht für Frauen vor 1990. Jetzt ist die Frage, ist die Schweiz, was Frauenrechte angeht, fortschrittlicher oder rückschrittlicher als Deutschland gewesen früher? Also 1920 halte ich für sehr früh, aber vielleicht ist die Schweiz ja auch krass früh unterwegs gewesen. Was geht bei der Schweiz ab, frage ich mich. Es ist jetzt schon wieder so, dass ich jetzt erwarten würde 1920 oder 1950, aber deswegen nehme ich jetzt einfach 1990. Ich sage, die Schweiz ist sau spät dran gewesen mit Frauenrecht. Hey, das stimmt. Das geht gar 1990, das stimmt doch nicht, Chat. 1990 wurde doch der letzte Kanton verifiziert. Verifiziert fürs Wahlrecht, Digga. Oder bin ich dumm? Appenzell Innerrhoden 1990. Ja, komm, scheiß drauf. Milo ist so lost, Digga. Milo ist so ein loster Mensch. Gar nicht, aber ich habe mir schon gedacht, dass ich jetzt Schau nie mehr ein Video von Milo. diese Antwort nehme, weil du bei der ersten Frage Nee, ich komme nicht damit klar. Es kratzt an meinem Ego jetzt. auch so. Jetzt werde ich ein bisschen drauf achten. Ja, okay, jetzt habe ich mir den ersten Punkt gegönnt. Simon hat gerade geflext. Ich verstehe alles. Okay. Ankre ist ein häufig gebrauchtes Wort im Alltag. Was bedeutet es? A. Konfitüre. B. Butter. C. Wurst. Es ist mir zwar nicht Wurst, aber es ist Buddha. Es ist Buddha wie der Gott in Indien. Der ist Buddha.
Ich würde sagen Butter. Ich sag dir auch die Begründung. Gibt eine Buttermarke, die hieß mal Anke, Butter von Anke. Und dann haben die Leute einfach gesagt, ich nenne die Butter jetzt so wie die Marke. So wie Tempo, sagt man zu Taschentüchern. Was? Ich kenne die Marke. Clap Du in bist den doch Chat. Veganer. Was ist denn jetzt los? Ab und zu mal ein schönes Stück Butter mit Steak. Ein bisschen Wurst drauf, ein bisschen. Yalla, let's go. Zu einfach Ja, diese ey. Schweizer Fragen. Meine Damen und Herren, die vierte. Okay, war nicht schlecht, aber wir haben bis jetzt alle richtig gehabt. Milo. Frage. Es wird immer heißer um Simon. Was bekommt man, wenn man in der Schweiz ein Gipfeli Ja, okay, das ist klar. Also wer das nicht weiß, der ist lost. bestellt? A. Kuchen, ein Croissant oder ein Bier mit Limo? Das ist eine schwere Frage. Ein Bier mit Limo macht mir irgendwie nicht so Ein Bier mit Limo, ja, das ist es. Ich hätte gerne 3 Gipfel an Tisch Nummer 4. viel Sinn, weil das hat ja nicht so einen richtigen Gipfel. Wenn das Bier sich so absetzen würde oder die Limo sich absetzen würde, dass das wie so ein Gipfel wäre, wie so ein Gipfel von einem Berg, dann könnte ich mir das noch nachvollziehen. Aber ich glaube, Ist eine gute Überlegung. bei einem Bier mit Limo, das sieht nicht aus wie ein Gipfeli. Bei einem Kuchen oder bei einem Croissant ist das schon was anderes. So ein Croissant sieht aus wie ein kleines Gipfeli oder auch ein Kuchen könnte auch ein kleines Gipfeli sein. Aber da die Schweiz sehr viele französische Einflüsse hat, wage ich zu bezweifeln, dass die dieses Croissant umbenennen würden. Einfach, dass sie einfach das Croissant ein Gipfeli umbenennen würden, das weiß ich nicht. Aber ein Kuchen, so ein kleinen Gipfeli, so ein Stück Kuchen, ich hätte gerne ein Gipfeli, so ein Erdbeergipfeli. Das könnte ich mir vorstellen, ich muss aber gerade noch mal kurz Corona. nachdenken. Ich sag Kuchen. Also, meine Damen und Herren, wenn Kuchen-TV in der Schweiz ist, dann sagen sie nicht Gipfeli-TV. Das Gipfeli-TV. war leider Schade. nicht. Es ist das Croissant. Wie frech sind die, dass die es einfach umbenennen? Ja, ist ein Croissant, ist ein Croissant. Haben die keinen Respekt vor ihren Schweizer Franzosen? Nee, überhaupt gar nicht. Das- Also es gibt wirklich gefühlte Rivalität. Ich habe gedacht, französisch sprechende Schweizer und die deutsch sprechende Schweizer sind so. Sind meistens leider so. Ja, aber das ist das. Das Ich ist hab, gar nicht so, Digga. Zwischen der deutschen Schweiz und der französischen Schweiz, das sind 2 Welten. Für mich, ich sag ganz ehrlich, für mich gehören die Leute aus der Romandie zu Frankreich. Das sind für mich keine Schweizer. ich habe mir fast schon befürchtet, weil wenn die den Croissant Gipfeli nennen, dann nennen die auch den Ärgererbach Jerry. Wir Schweizer, Den Ärgerebach. wir lieben unsere Seen. Ja. Und Und wir lieben Müttern. In erster Linie, Chat. in der Schweiz ist man nie mehr als Oh, oh, oh. Kilometer von einem anderen See. Warte. Ich glaube 16 Kilometer, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Kilometer von einem See entfernt. 12 Kilometer, Oh, das wäre aber krass. 20 Kilometer Ah. oder 26 Kilometer. Fuck. Ich würde sagen... Also da, wo ich jetzt wohne, ich bin weit weg von dem See, aber ich weiß nicht, wie weit weg das ist. Ich sag mal, offensiv 12 Kilometer, aber ich weiß es nicht. Boah, schwierig. Das Problem ist, die Schweiz ist nicht besonders groß. 12 Kilometer ist schon weit, da kann man schon einen See erreichen. Aber da du die Frage so formuliert hast mit, ja, man ist nie weit von einem See entfernt, denke ich fast, dass die weiteste Antwortmöglichkeit eher zutrifft. 26, wenn ich mir vorstelle, du bist irgendwo am Arsch der Welt, 26 Kilometer bis zum See. Boah, aber 26 Kilometer ist weit. Aber ich sag 26 Kilometer. Okay, also die zweite Antwort wäre richtig gewesen. Okay. Okay. Und zwar 20 Kilometer. Leider. Ja, aber krass, genauso lang ist, sag mal, ein Schlong. Also auch schwere Fragen, muss man sagen. Aber Schwere Fragen. ich habe schwere Fragen, das sind eher Schätzfragen, also nicht unbedingt Wissensfragen jetzt. Ich habe erst 2 Punkte, das ist eine Enttäuschung bisher von mich selbst. Ich hoffe, du raffst bei Madeira-Fragen gar nichts. Die nächste Frage ist, was ist der Rösti-Graben? So Ah, ein du willst- Kartoffelrösti hat. du willst gerade Ja, okay, das weiß man. Als Schweizer weiß man das. reingehen? Man macht Kartoffelpüree und Ja. macht in der Mitte lässt man so eine Zeile frei und dann macht man eine Soße rein. Ich hätte dir auch 3 Antwortmöglichkeiten geben können. Ja, du gib mir die Antwort. Okay, soll ich die geben? Das war gar nichts. Das ist auch ein Rösti-Graben. Ja. Das ist mein Rösti-Graben. Ja, nee, dein Röstikram ist woanders. Willst du ihn mal... Da würde ich aber mal gern schnuppern an dem Röstigraben von Milo. sehen? Später. Die erste Antwortmöglichkeit ist ein 1527 von der päpstlichen Schweizer Garde errichteter Wall, der den Papst vor den Truppen Karls beschützen sollte. Der Röstikram. Aber kreativ. Ist kreativ. B. Eine Delle für die Soße im traditionellen Kartoffelgericht Rösti. Oha! Ey, aber da habe ich ja eine von deinen Antwortmöglichkeiten sozusagen erraten, genau, aber die war ja. falsch. C. Ein Ausdruck für die psychologischen Unterschiede zwischen deutsch- und französischsprachigen Schweizern. Ich werde das mit dem psychologischen Ding nehmen. Zwischen Deutsch und Franzosen. Der Franzose so? Bruder, der ist nicht auf meinem Röstigraben-Niveau. Nachtel. Der ist nicht auf meinem Röstigraben-Niveau. Ist das der psychologische Unterschied? Ich meinte, das ist einfach so die imaginäre Landesgrenze, wo dann Französisch geredet wird. Ist ein häufig gebräucht. Telefon. Handy. True. Haha, habe ich gerade heute ein Video gesehen von Aditoro.
Adi Toro. Ja. Ja, okay. Digga, Milo ist so ein Spaß. Der nimmt meinen Kanal und schreibt, abonniert Milo. Ah, komm, lass es. Adi Totoro. Nee, eigentlich war es ein Video von Evanio, aber Adi Totoro und du waren mit dem Video drin und da habt ihr Schweizer Begriffe gemacht. Genau, ja. Und da war Ah, stimmt, das war dieses TikTok, das gebannt wurde nach 5 Stunden. RIP an das Video. Natel, weil Natel logisch abgeleitet von, man telefoniert nah. Klasse. Man telefoniert nah, deshalb Natel. Ah, Natel. Macht eigentlich Sinn? Bin ich dumm, Digga? Ist ein häufig gebrauchtes Wort im Alltag. Glas. Was bedeutet es? Hast du Antwortmöglichkeiten? Soll Oder, ich dir wirklich nee, gib mir geben? keine. Lass mich kurz überlegen. Gelasse. Okay, ich kann den Tipp geben, es ist ein Lebensmittel. Verdammt, das habe ich mir nicht gemerkt, weil das habe ich auch schon gehört. Gelasse. Was könnte Glasse sein? Glasse. Glasse. Wie so eine Glasur. Klasse. Also ich schaffe es leider nicht ohne Antwortmöglichkeiten. Antwortmöglichkeit Oh nein. 1. Eis. Eis, ja, es ist Eis. Ja. Ich mach den ersten, dann denkst du die anderen, das könnte das auch sein. Es ist Eis, ich bin nur zu dumm gewesen. Es ist halt wirklich Eis, weil es ist die erste Antwort und das heißt auf Schweizerdeutsch 1. Deshalb ist es die ein. Ja, okay. Die letzte Frage. Okay, Wie letzte Frage. viele Seen zählt die Schweiz? Oh, nee. 100, 500 oder 1500? 1500, glaube ich. Ich glaube 1500, aber ich bin mir nicht sicher. Also wenn man nur maximal 20 Kilometer von einem See entfernt ist. Wenn ich jetzt das... Die Schweiz ist 300 Kilometer breit, man ist immer nur 20 Kilometer entfernt. Dann ist es schon mal nur in der Breite 300 durch 20, das gibt 15. Dann das noch in der Höhe nochmal, das sind nochmal 15, das wären schon 30. Ich sag 1500. Staatsgebiet der Schweiz zusammenrechne, dann geteilt durch die Wurzel von Pi. Was war die? 100, 500? So 1500, ja. 1500 Seen, das wäre ja krank auf dem kleinen Gebiet. Dann würde man ja Schweiz auch nennen, das Land der 1500 Seen. Oder das Land, das Wasserschloss Europas. Sondern Finnland oder irgend so ein Land immer, das Land der 1000 Seen, ne? Aber bei der Schweiz habe ich noch nicht gehört. Deswegen würde ich bei der Schweiz eher zwischen 100 und 500 tendieren. Jetzt muss ich noch kurz abwägen. Wie realistisch sind 100, wenn du nur maximal... Ja, aber stimmt, was ist ein See und was ist ein Teich? Wer bestimmt das? Gibt so ein Teich-See-Ministerium, der das bestimmt? So, das ist ein Teich und das ist ein See? Oder was sind die Kriterien für einen See? mal 20 Kilometer von jedem See entfernt bist, dann müssten es ja Was ist ein See? eher 500 sein. Die Frage ist, was ist ein See? Sowas Kleines ist auch ein See. Ab wann ist ein See ein See und wann ist nicht mehr so eine Unge? Die Connection ist da. Pfütze oder so, ein Baggerloch. Ich sag 500, denke aber, dass 1500 möglich wären, aber es wäre krass. Und dann wäre ich jetzt von der Schweiz anders geflasht. Ich muss dich in diesem Fall leider flashen. Es sind 1500. Ich habe extra gesagt, damit man nochmal denkt, die Das Wasserschloss von Europa. Sagt man dem? Das Wasserschloss von Europa sagt man zur Schweiz, ne? Schweiz ist krass. Nein, aber krass. Ja, ich habe jetzt 4 Punkte gesammelt. Dir werde ich es ein bisschen schwerer machen. Nächstes Video frage ich ihn über Madeira aus. Mal gucken, was du so über Madeira weißt. Bitte abonnieren. Ich brauche mehr Schweizer Abonnenten, die haben viel Geld. Ja, Unge kennt sich nicht so schlecht mit der Schweiz aus. Wir sind das Wasserschloss von Europa, denn wir sind so feucht wie... Komm, lass es. My heart just got stuck between these loops.